Es ist nicht nur Zeit für ein Duell, sondern auch für ein Herz aus Eis. Nachdem auch Alexis unter die Kontrolle der Gesellschaft des Lichts geriet, stellte Jaden fest, dass noch viel mehr Schüler unter demselben Einfluss standen. Alexis forderte Jaden zu einem Duell heraus. Jaden wusste, dass er seine Freundin nur vor der Gesellschaft des Lichts retten konnte, indem er sie besiegte. Ich muss mit ihr duellieren. Es ist der einzige Weg, sie zu befreien. Ich akzeptiere deine Herausforderung, also lass uns anfangen. Das ist Glück, was du je gesagt hast. Oder getan hast. Oder vielleicht das Dümmste. Ja, vor allem, warum, dass sie, weder sie noch Jazz tun irgendwie ihre andere Uniformen. Versteht es irgendwie nicht, weil sonst im Verlauf des Spiels, also jetzt hier, Spiel im Sinne von Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution, weil es irgendwie nicht so das Problem, den Leuten mal andere Klamotten zu geben oder so. Deswegen wundert es mich ein bisschen. Also dann, it's time for Duel. Mal gucken, was Jaden jetzt für Karten hat. Ich habe noch keine Ahnung mehr, wie das Duell damals genau lief. Oh. Das Wassermonster? Okay. Dann Necroshade. Tribut anzubieten, klingt auch cool. Was haben wir hier noch so schönes Elementar? Halt Flare Neos. Flare Scarab. Okay. Ein normales Elementalmonster. Necroshade kann ich so gar nicht rufen. Dann spiele ich erstmal Topf der Gier. Schön. Vor allem kann ich kein einziges Monster rufen, geil. Ich könnte natürlich, warte mal, als ob ich 7 Karten war. Okay, wäre eine Option. Annullieren macht aber nur ein. Ah, okay. Oh, gut, gut. Eigentlich annulliert die ganze Battle Phase. Okay, sorry. Mein Fehler, mein Fehler. Ich dachte, es annulliert nur irgendwie einen Angriff, aber nee, war ja anders. Deswegen dachte ich, es spielt keine Rolle, welche Karte ich überhaupt ja, ablege. Aber egal. Blizzard Drache. So, da hat doch jetzt noch was dagegen, Freunde. Erscheine Elemental Neos. Was ist das für eine Eröffnungssequenz? Von mir aus, ich aktiviere heißes Herz. Ja, trotzdem momentan nicht so viel. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal Neos auf dem Feld, das ist schon mal etwas. Ich finde bloß noch Flare Scarab war für eine Art von Fusion. Eine Kontaktfusion ist es ja. Drache, Schneedrache. Sie hat es irgendwie mit Wasser- und Eisdingern, wa? Sparkpistole, schlecht wäre es zwar nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich kann noch Necroshade jetzt rufen, aber bringt auch nicht so viel. Nö, aber sie macht eh auch nicht viel. Dann warten wir ein bisschen ab. Weißer Nachtdrache. Nee, das sieht hässlich aus. Guck mal an, wir haben Neo Weltraum Air Hummingbird.
In der Hand des Gegners, so wird er gar nicht. Fusion mit den Beinen geht leider nicht, weil ich keine Fusionskarte dafür habe. Sehr schade natürlich. Ja, Obersee kann natürlich rufen, aber will ich das schon? Was kann der Drache eigentlich genau? Ist gerade am Zielwelt. Okay, aber kann nur mit Zielkarten. Sprich, ich kann trotzdem den hier machen. Und ich spiele Oberseele. Da ist er wieder zurück. Der allmächtige Neos Dudu. Aua. So. Ich frage mich, ob Jade noch einen zweiten Neos im Deck hat. Wir werden es bald erfahren. Oh. Das ist natürlich ein bisschen kacke jetzt. Ich muss sagen, trotz allem gut gespielt, Alexis. Das ist mal so ein Ding, ganz ehrlich. Ich habe nichts gegen diese Fusionstexte, wie Jane sie benutzt, vor allem so jetzt mit nicht nur Elementarheilen, sondern auch mit den Neo-Weltraumbewohnern. Aber warum denn nicht irgendwelche Karten, auch Zauberkarten fallen kann, wie auch immer, mit denen man halt diese Weltraumbewohner rufen kann? Oder warum hat Jane halt nur einen dieser Neo-Weltraumbewohner im Fusionsdeck? Das sind so Dinge, die mich da ein bisschen abfucken, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Was ist das denn jetzt? Was? Solange ein Monster diesen Effekt hast, schon zufügt, Unionmonster. Okay. Mir gar nicht mehr so bewusst, dass Jane überhaupt Unionsmonster hat. Naja, dann rufen wir einfach mal aus Barkman. Und greife an und hoffe aufs das Beste. Ja, bis jetzt ist die Hoffnung gerechtfertigt. So, dann natürlich mal noch eine Karte verdeckt. Dann kann ich ihn nachher noch mit Rüstungsbrecher ausrüsten. Ja, Alexis, das Kartenpad, das du gerade hast, das kenne ich leider nur allzu gut. Zeige dich, Necroshade. Wir müssen Alexis eiskaltes Herz unbedingt wieder auftauen oder aufbrechen. Oder wie auch immer. Da haben wir ihn ja. Flare Scarlet, hallo. Den du oder den Gegner kontrollieren. Der Effekt ist doch der gleiche, wa? Ja, eben. Gut, seien wir ehrlich, ich meine, die könnten theoretisch schon rufen, oder? Nee, hä? Du kontrollierst, okay, muss wir erstmal beide rufen, gut. Aber eben theoretisch Necroshade zerstören lassen, dann kann ich Neos aufs Feld rufen. So. Natürlich Normalbeschwörung, da ist klar, ich kann ihn dann... Ich könnte es... Ja, Oberseele würde irgendwie auch gehen, wa? Nee, da hat er eigentlich eher mit Oberseele dann Neos zurückrufen und irgendwie zerstören würde. Naja, müssen wir mal gucken. Wow. Nee, Freunde, so will ich nicht gewinnen. Mann, oh.
Das ist einfach irgendwie so schade, weil ich will ja epische Duelle haben. Soll ja auch spannend sein für uns alle. Aber sowas ist alles andere als spannend. Okay. Aua. Jaden, warum? Ganz ehrlich, ey. So. Necroshades Effekt. Erscheine. Elementarheld Neos. Neos, greif an. Und greif auch nicht an. Okay, das hat jetzt gelohnt, Alexis. Ich weiß ja nicht. Ne, komm, was soll's. Ich rufe Flare Scarab. Und dann wird es Zeit für eine sogenannte Kontaktfusion. Trotzdem ist es eine Fusionsbeschwörung. Elementarheld Flare Neos. In Attack Mode. Und dann spiele ich noch Heißes Herz. Tja. Tut mir leid, Süße. Das war's. So schnell kann es gehen, wenn man die richtigen Karten zieht. Alexis, wach auf! Seid ihr zu Hause? Hey, Schlafmütze, raus aus den Federn. Wo bin ich? Hä? Moment mal, haben wir uns gerade duelliert? Ich hab dich geschlagen, oder? Wieso haben wir das auch nicht verloren habe? Du hast sowas von gewonnen. Und zwar, weil du wieder du selbst bist. Ja. Der weiße Nachtwache. Was? Schwierige Liebe. Was soll das jetzt sein? Das nächste GX-Duell fand zwischen Zane und Cyrus statt. Ein Kampf zwischen Brüdern. Bruder. Hier haben wir schon lange gewartet, Zane. Auf geht's. Seht ihr, mein Cyrus hat jetzt auch eine andere Klamotte an. Logisch, er ist jetzt ein Raiello. Warum kann man Zane nicht seine schwarze Kluft geben? Verstehe ich nicht. Oh, das war jetzt eine kurze Einführung. Aber gut, ich habe nichts dagegen. Mal nicht so langes Geplapper. Und wir können mal gucken, was Zane jetzt so mit seinem, wie heißt es überhaupt schon wieder? Dark Cyberdeck machen kann, glaube ich. Sieht das hässlich aus, ey. Ein Jagddrache. So, kann man machen. Kraftbündnis, ein Explodierdrache. Explodierdrache, wäre noch Fusion. Defusionierung, jo. Kann man so mit Kraftbündnis geht natürlich auch gut. Da finden sie ist Zacke. Und dann Friedhof, wo ist diese Karte damit mit dem Drachen aus? Der wird auch schon mal gehen. Okay, mal gucken. Wir haben. Heilige Scheiße! Wieso hat der den 5 Götterdrachen? Na klar. Muss als Fusionsverschwörung beschworen werden. Ja. Yeah. Deswegen ging die Karte damals einen guten alten Yu-Gi-Oh! Zeiten auch nie mit dem Cyberkrug. Das war doof. Da finden sie jetzt Drache. Fusionsverschwörung. Mit der Fusionsverschwörung. Wobei müsst ihr. Er ist ein Maschinenmonster, also müsst ihr ja mit den Hornzacker Knochen müsst ihr eigentlich auch hinkriegen. Zwillingsdrache, Enddrache, okay, die sind auch alle da. Ja, schön. Dann rufe ich mal den Explodierdrachen im Angriffsmodus. Weil ich es kann. Defusionierung wird im Anime bestimmt auch bei einer Kombination wie der Cyberfinsternis Zecke und so einem Drachen funktionieren. Wetten? Okay. Steroid! Dude! Hat ein bisschen Schiss, was zum Angreifen. Kann ich irgendwie verstehen. Aua! Mensch, sei, das tat doch weh. Was ist denn das? Grauschwinge?
Okay. Ne, ich ruf mal die Zecke, Zacke, Zucke, Dingsbums. Ja, eigentlich erstmal einen Jagddrachen. Ne, komm. Cyberfinsternis, Zecke. Hol dir mal den Drachen hier. Und dann greif an. Auch nicht schlecht, Cyrus. Auch nicht schlecht. Kann man so machen. So. Jetzt mal nach Defusionierung. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber nee. Ist nicht der Anime, wa? Oh, Drillroid, auch nicht schlecht. Ey, Mann, da ist fies. Eine schöne Zacke. Zicke, Zacke, Zucke. Ach, noch so ein scheiß Jagddrache. Aber irgendwie Saints-Deck hat auch keinen Speed drauf, weil man sieht. Ja, Superladung ist keine schlechte Feinkarte, ganz ehrlich. Ich meine, Sai hat zwar ein bisschen viele Kann auf der Hand, aber ganz ehrlich, wenn der jetzt die Karten ausspielt, noch bald ein Problem. Okay, eine Zacke, Zicke, Dingsbums wäre jetzt nicht schlecht. Und mein Cyberdrachen. Hallo, wo sind die? Hey, was war mit meinem Schlag? Ja, super. Bringt mir alles nichts, Leute. Und der Grauschwinge bringt mir auch nichts. Ja, war ja klar. Okay, das ist die dritte und letzte. Mehr hat er gar nicht weg. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Aber ganz ehrlich, er wird jetzt nochmal einen dritten Drillroid rufen oder ein anderes Vehikel. Ja, jetzt kann man Steelfreud. Das heißt, wir haben jetzt verloren. Gegen unseren kleinen Bruder. Schwierige Liebe, eher schwieriges Duell mit solchen Karten. Alter. Naja, was soll's. Ich freue mich darauf, dass wir noch die restlichen Sagen ja auch durchspielen werden. Und vor allem freue ich mich auch schon sehr darauf, wenn es bald mal wieder ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel geben würde. So, das nächste, was auch ein bisschen Story zu hat, wird irgendwie ja halt auf Yu-Gi-Oh! 7s beruhen. Sprich mit so Rush-Duel-Mechanik ist, dann bin ich eigentlich nicht so Fan von. Aber was soll's, ja, muss jetzt halt durch. Wenn wir das nachspielen wollen. Was ist hier eigentlich so alles los? Der Behemoth, ja. Ja, ich erinnere mich an den Behemoth. Dreadlock-Drache. Ein fucking Empfänger? Bitte noch Verkack-Eiern? Diese Karte. Friedhof. Naja, okay, gut. Erstmal freundliche Wohltat. Mal gucken, wie freundlich sie ist. Das Horn, der Knochen, Kraftbündnis, jo. Einschlag, was war so eine schlechte Idee? Dann mal diese ganzen Drachen auf den Friedhof werfen, das passt schon. Rufe ich den Cyberfinsternis Knochen. Und dann rufe ich doch mal den Jagddrachen als Unterstützung. So, Cyrus. Du darfst. Oha. 2 Fallenkarten, schlecht. Ich rufe Dreadlock-Drache. Weil er so scheiße aussieht. Da wäre er, Freunde, sieht scheiße aus. Knochengreif an. Oh oh.
Ih, Caramba. Das sind Schmerzen. Das tat weh. Eine Falle nach der anderen. So, jetzt haben wir sogar noch einen Zacken. Zicke, zacke, zicke, hui, blablabla. So, egal. Ich spiele Kraftbündnis, weil ich es kann. Und rufe den allmächtigen Cyber-Finsternis-Drachen. Dreadrock-Drache! Cyber-Finsternis-Drache! Scheiße! Oh komm, das ist unfair. Als ob der wusste, dass ich ausgerechnet die Karte zum Feld habe. Tja, sei Überraschung! So, jetzt kriegen wir noch einen Schaden ab. Ja, ja. Oh, Steamroid, ernsthaft jetzt? So, ich hab die Fressen dicke. Hier, Cyber-Finsternis-Einschlag. Und da ist er wieder. Mein dunkler Drache. So, und wie gehabt, nehmen wir natürlich ein starkes Monster. Der infernalische Drache. Und auch noch den Explodierdrachen im Angriffsmodus. So. Dürfte ich jetzt gleich mal erfolgreich angreifen? Nein, natürlich. Gut, doch. Oh. Der hat den Quatsch auch. Rescue Roy mal 2 gibt Sycroid. Da muss es hingehen, wa? Aha. Wenn du direkt angreifen kann schon. Oh Mann, ey, sei du gehst mir auf den Sack. Aber eigentlich muss man jetzt sagen, Cyrus hat gut gespielt. Also, Respekt, ey. Muss man einfach mal ehrlicherweise mal so sagen. So, aber egal. Freunde, Schluss mit lustig, schwierige Liebe hin und her. Im nächsten Part machen wir Cyrus platt. Es muss sein, weil sonst kommen wir nicht weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! GX. Zumindest in der Story. Bye, bye.